Herzlich willkommen in deinem Fitness-Yoga, Bauch, Bein und Vödli für deine Bikini-Figur. Willkommen. Mach es bequem auf deiner Matte, kommst in deine Tadasana. Nimmst da ganz als allererstes mal 2, 3 tiefe Atemzüge und mit jeder Ausatmung lässt los, was der Tag heute schon gebracht hat, was er noch so mag bringen. Tiefe Einatmung, bis zu der Fußsohlentür ab, atmest aus, lässt los, Gedanken, Emotionen, die da nichts verloren haben. Und nochmal eine tiefe Einatmung und ganz bewusst loslassen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung kommst du von da aus in deine Chair Pose. Kräftigend, durchblutungsfördernd für die Beine und das Vödli, aber auch deinen Oberkörper. Noch tief einatmen mit der Ausatmung. Vödli in die Höhe, Kopf Richtung Matten runter, Beine leicht angewinkelt, Rücken vollkommen ausbamben lassen in deiner Vorwärtsbeuge. Kommst von daher in deinen ersten herabschauenden Hund, nimmst 1, 2 Schritte an Ort und Stelle. Jedes einzelne Gelenk, jeder einzelne Muskel von deinem Körper durchdehnen. Und von da aus geht es schon weiter. Du kommst in deinen dreibeinigen Hund und bringst dein rechte Knie abwechslungsweise zu deinem rechten Ellenbogen und deinem linken Ellenbogen. Das Bein dir auf, tief einatmen mit der Ausatmung, das Knie zum linken, zum rechten Ellenbogen, dir auf, zum linken Ellenbogen. Und schon haben wir das einmal gemacht und es ist für diese Seite, für den Moment erledigt. Dann nochmal entspannt 2, 3 Atemzüge in deinem herabschauenden Hund. Bevor es dann von da aus weitergeht, in deinen dreibeinigen, das linke Bein in die Höhe, linke Ellenbogen zum linken Knie, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Auch da 10 Wiederholungen. Wunderbare, kräftigende Übung für deine Beine, aber auch deinen Oberkörper, deine Arme. Und noch einmal. Und kommst zurück in deinen herabschauenden Hund. Dehnst dich da genüsslich 1, 2 Mal durch. Und kommst dann von da aus in die High Plank. Öffnest dich auf die Seite, Side Plank. Rechte Hand zum Himmel hinauf, Blick zu deiner rechten Hand. Tiefe Einatmung da mit der Ausatmung. Rechte Hand zur Mitte bringen und die linke Hand auf. Da nochmal tief reinschnaufen. Starke Mitte, achte darauf, dass dein Viertel da nicht durchhängt. Bevor du zurückkommst in deine High Plank, gehst du noch für einen Moment in die Low Plank und drückst dich von da wieder auf. Unsere Arme nicht zu vergessen in dieser ganzen Bikini-Figur. Und von daher kommst du in deine High Plank und wechselst Glied um Glied ab, sodass du immer in einer dreibeinigen Position bist. Das rechte Bein, das linke Bein, rechte Hand, linke Arm. Und da kannst du noch 2, 3 Runden machen. Das linke Bein dir auf, rechte Arm dir auf, linke Arm dir auf. Starke Mitte heben, das ist dein Core, deine Bauchmuskeln, aber auch deine Vödli-Muskeln und Armmuskulatur. Ein Moment vollkommene Entspannung, kommst in die Child's Pose, Gesäß zur Ferse. 2, 3 tiefe Atemzüge da. Rücken immer wieder entspannen ist wichtig. Zwischen all diesen Vödli- und muskelbeanspruchenden Übungen. Von daher kommst du in deine Vierfüßlerposition und streckst unterschiedlich das rechte Bein und linke Arm aus und bringst Knie und Ellenbogen unter im Bauch zusammen. Auch das in einem Rhythmus von deinem Atem. Spannst beide Glieder aus und ausatmen. Ellenbogen und Knie unter im Bauch zusammenbringen. Auch da 10 Wiederholungen. Und sobald du so weit bist, das linke Bein ausstrecken, rechte Hand und Ellenbogen und Knie unter im Bauch zusammenbringen. Glieder ausstrecken, tief einatmen, mit der Ausatmung Ellenbogen und Knie unter im Bauch zusammenbringen. Und nochmal ausstrecken, zusammenbringen. Und retour in die Vierfüßlerposition von da aus kommen. Streckst jetzt dein rechte Bein aus und malst grosse Kreise in die Luft oder in die Wand hinter dir. Du kannst jetzt 10 Kreise machen.
dann die Richtung mal ändern. So wird jeder einzelne Muskel von deinem Viertel, deine Beine aktiviert, aber auch deine ganze Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur ist da aktiv, stärkend. Sobald du deine 10 Kreise gemacht hast, machst du einen grossen Schritt mit deinem rechten Bein, immer wieder nach hinten ausstrecken und auf die Seite bringen. Die ganze seitliche Muskulatur von deinem Oberschenkel abholen. Sobald du fertig bist, kommst du zu deinem linken Bein in die Vierfüßlerposition, das linke Bein ausstrecken und hat auch nochmal grosse Kreise in der Luft ziehen. Spürst du es brennen? Ein gutes Zeichen. Du kannst den Kreis mal drehen, die andere Richtung. Den Rücken nie durchhängen lassen in diesen Übungen, immer ganz wichtig. Sobald du deine 10-20 Kreise gemacht hast, ziehst du da wieder den Fuß jeweils zur Seite von deinem Körper raus. Das Bein ist immer in der Höhe, sodass deine Beine und Muskeln immer aktiv sind. Ja, und zur Entspannung für den Rücken zwischendurch. 2-3 Atemzüge in deiner Child's Pose. 2-3 Mal bewusst tief durchatmen und loslassen. Final von daher nochmal in die Vierfüßlerposition kommen, das rechte Bein in die Höhe nehmen, anwinkeln, dass deine Fußsohle Richtung Himmel hinauf schaut. Und von daher machst du kleine Bewegungen mit dem Knie auf, sodass du es spürst brennen in deinem Viertel, als ob du mit deiner Fußsohle an der Wolke über dir oder der Decke würdest pochen. Und jetzt auch die linke Seite, vielleicht 10 Mal sanfte kleine Bewegungen. Tür auf, Bauch nicht hängen lassen. Und wenn du fertig bist, nochmal auf alle 4 und streckst dich hinauf in deinen herabschauenden Hund. Da nochmal ganz genüsslich all die Muskeln, die du gerade bearbeitet hast, all deine Gelenke nochmal sanft durchdehnen. Und von daher nochmal in deine High Planks. Fühl dich nicht hängen lassen, nicht zu fest aufdrücken. Und sobald du stabil stehst, bringst Hand und Fuß in die Höhe diagonal voneinander. Versuchst mal diesen Balanceakt zu machen. Starke, tiefe Muskulatur. Nochmal das Bein auf, diagonal den Arm auf, ausatmen. Und jetzt nochmal die andere Seite, rechter Arm, das linke Bein auf. Und von daher nochmal ausatmen, auch in deiner Child's Pose. Etwas Kleines für die Arme, sodass man den Rücken ganz sicher nicht belastet. Du kommst auf deine Knie und machst da kleine Liegestütze. Wichtig ist, die Ellenbögen sind nahe wie möglich an deinem Körper dran, sodass wir eher Bizeps und Trizeps abholen als Brustmuskulatur. Und sobald du da deine 10 Mal gemacht hast, kommst du retour. Child's Pose. Entspannen. Kommst zurück in deinen herabschauenden Hund über alle 4. Da nochmal 1-2 Schritte an Ort und Stelle. Entspannen. Tief durchschnaufen, jede einzelne Zelle von deinem Körper aktivieren. Nähren mit frischer Luft und Energie. Und wenn du magst, kommst du von daher nochmal in deinen dreibeinigen Hund und bringst dein Knie auf die Seite von deinem Ellenbogen. Du kannst dich ja das mal entscheiden, nur für eine Seite. Ist es nicht ganz so anstrengend. Vielleicht 10 Wiederholungen. Nochmal kurz im Hund durchdehnen, bevor du mit dem linken Bein anfängst. In die Höhe aufstrecken und das Knie dann zum Ellenbogen nach vorne schieben. Die seitliche Bauchmuskulatur wird da massiv aktiviert. Nochmal durchdehnen, herabschauende Hund. Von daher kommst du nochmal in deine High Plank, kommst langsam runter in deiner Liegestütze, kannst auch auf die Knie, wenn deine Rücken- und Bauchmuskulatur noch nicht stark genug ist. Spreizest deine Beine leicht, streckst deine Arme aus. Blick geht dann eher zu der Mattentür ab und kommst mit allen Gliedern in die Höhe.
Vögelmuskeln, Bauchmuskeln, Armmuskulatur, Rückenmuskulatur, alles aktiv. Nochmal tief Einatmung, hier in dieser Position mit der Ausatmung. Lass los, bringst die Hände zurück auf die Matte. Entspannst für einen Moment, bevor du dann deine Hände seitwärts von deinem Körper zu den Füßen abgerichtet platzierst. Auch hier die Beine mal leicht gespreizt, um den Unterrücken zu schonen und dann hier alle Glieder in die Höhe aufstoßen. Tief reinschnaufen da. Mit der Ausatmung loslassen und über Vierfüßler in deine Child's Pose kommen. Entspannen da, runder Rücken, immer wichtig. All deine Backbends. Atme tief ein und aus. Lass Anspannung, Verspannung los. Frische, neue Energie in dich ein. Von daher kommst du jetzt einmal in deine Tadasana, in deine Berghaltung. Tiefe Einatmung da. Bis zu deiner Fußsohlentür ab und kommst in deine Chair Pose. Jetzt fängst du aber an, dein Füdli leicht nach oben und nach unten wippen. Wenn du noch steigern möchtest, kannst du zwischen deinen ausgestreckten Armen noch ein kleines Gewicht rein tun. Was unglaublich auf deine Bauchmuskeln noch geht. Aber auch das schon für deine Oberschenkel, Füdli, Rückenmuskulatur eine formende Sache. Für die Oberschenkel und die Füdli-Muskulatur noch eine letzte Übung. Stellst dich breitbeinig hin, nicht allzu breit, nicht allzu schmal. Nimmst deine Hände vor das Herz, gerade die Wirbelsäule und kommst da auf deine Zehen und wieder retour auf die Fersen. Auf, runter, bis du genug hast. Noch eine kleine Übung für unterwegs, am Drucker oder wo auch immer. Das kannst du jederzeit im Stehen machen. Einfach dein Bein nach hinten leicht rausschieben, sodass du spürst, wie sie in deinem Füdli anfängt zu brennen mit der Zeit, aber auch das andere Bein, das nicht in der Höhe ist, aktiv wird, weil du das die ganze Zeit durch deinen Stand beanspruchst. Und noch das andere Bein. Versuche immer gleich viele Übungen auf jeder Seite zu machen. Einfach hinten rausstoßen, sodass deine Rückseite von deiner Oberschenkelmuskulatur da nochmal bewusst aktivierst, formst. All die Übungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, in dieser kurzen Zeit, 10 Minuten, kannst du jederzeit wiederholen. Vielleicht machst du einen Durchlauf 3-mal hintereinander. Vielleicht fängst du mit weniger Einheiten an. Vielleicht steigerst du dich. Lass auf dein Herz, lass auf deinen Massstab. Übernimm dich nicht, dass es gesund bleibt, aber hab Freude daran. Hab die Sorge, geniesse es. Danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir ein Like geben oder mir folgen, meinem Channel. Ich danke dir ganz herzlich.